Benjamin Netanyahu ist der Ministerpräsident von Israel. Seit 1996 steht er immer wieder an der Spitze der Macht. Keiner war in Israel länger Regierungschef. My job is to protect the Jewish state and assure the future of the Jewish people. That means assuring the future of the state of Israel. He's definitely Mr. Security, but that has, of course, been vastly undermined by the October 7th massacre. Netanyahu ist umstritten. Zu Hause in Israel, aber auch im Ausland. Sogar bei Freunden. I just feel we felt a little bit betrayed. Und der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Netanyahu erlassen. Der Vorwurf lautet Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In Israel steht er vor Gericht. Dort geht es um Korruption. Und auch auf der Straße regt sich Widerstand. Bereits vor dem Massaker der Hamas und dem Gaza-Krieg. Und doch spricht viel dafür, dass Benjamin Netanyahu 2026 zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Wieder einmal. Netanyahu ist ein Animal Politik, er ist ein Stehaufmännchen. Ist der Mann schlicht ein Politgenie? Ist er ein Kriegsverbrecher? Ist er am Ende vielleicht beides? Der Waffenstillstand im Gaza-Krieg stellt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gleich mehrfach auf die Probe. In Israel wollen viele Menschen endlich wissen, warum das Massaker der Hamas vor 2 Jahren nicht verhindert werden konnte. Einer Hamas, die für Israel eine Gefahr bleibt. Die rechtsextremen Minister in Netanyahus Regierung wollen sowieso am liebsten weiterkriegen. Und draußen in der Welt hat Israel immer weniger Freunde und Partner. Israel liegt am Ostufer des Mittelmeers, im sogenannten Nahen Osten. Im Norden grenzt es an den Libanon, im Osten an Syrien und Jordanien und im Süden an Ägypten. Israel ist klein. 10 Millionen Menschen auf etwa 22.000 Quadratkilometern. Gut halb so groß wie die Schweiz. Dazu kommen die palästinensischen Gebiete, die Israel besetzt hat. Das Westjordanland, Ostjerusalem, der Gazastreifen. This pen, this wonderful pen, my desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, that's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land. Ein kleines Stück Land, das für große Schlagzeilen sorgt. Und übrigens den USA ziemlich große Kosten verursacht. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 haben die USA Militärhilfe in der Höhe von 22 Milliarden Dollar nach Israel geschickt. It's not a one-way street, Israel taking from the United States. Israel is giving the United States an extraordinary bargain in the Middle East. It's the one stable democratic ally which the United States can count on. Es ist also höchste Zeit, einen Blick auf Israel zu werfen und vor allem auf den Ministerpräsidenten, auf das Politgenie Benjamin Netanyahu, das die israelische Politik seit Jahrzehnten prägt. Danach geht es um den Ärger Netanyahus mit der Justiz, mit israelischen und mit internationalen Gerichten. Überhaupt um die Kritik an seiner Person. Es geht um Korruption und Kriegsverbrechen. Schließlich geht es um die Zukunft von Netanyahu, von Israel und von den Palästinenserinnen und Palästinensern. Steht der Nahe Osten vor einem Neuanfang, vor einer besseren Zukunft? Oder bleibt am Ende alles beim Alten? Look, I'm 28 years old. I've had to defend my country in 2 wars and in many battles. Benjamin Netanyahu wird 1949 in Tel Aviv in Israel geboren. Die meisten nennen ihn übrigens seit Kindheitstagen Bibi. 1963 zieht Bibi mit seiner Familie nach Philadelphia in die USA. Bereits 1967 geht es zurück nach Israel. Netanyahu wird Soldat in einer Eliteeinheit. 1976 wird für Netanyahu zum Schicksalsjahr.
Palästinensische und deutsche Terroristen entführen ein Flugzeug nach Entebbe in Uganda. Dort befreit eine israelische Eliteeinheit die Geiseln. Doch einer der Soldaten stirbt bei der Operation. Es ist Bibis Bruder, Jonathan Netanyahu. In Israel wird er zum Helden. Der Tod seines Bruders hat bei Netanyahu früh dazu geführt, dass er sich dem Kampf gegen den Terrorismus verschrieben hat. Und das merkt man in der israelischen Politik klar bis heute. Wir spulen vor ins Jahr 1984. Benjamin Netanyahu wird UNO-Botschafter in New York. 1988 kehrt er nach Israel zurück und wird für die Likud-Partei ins Parlament gewählt, in die Knesset. Er macht sich einen Namen als Gegner der Oslo-Verträge zwischen Israel und den Palästinensern, zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat. And at that time, the right-wing and settler movement were very much protesting against it, and Netanyahu became the prime leader. He's well known for standing on the balcony in Jerusalem when you had pictures of Rabin, in an Arafat costume, wearing Arafat's garb, or being like a Nazi traitor, and he oversaw these kinds of protests. של איש הדמים ערפאת. אני אומר כאן לממשלת ישראל שמתרפסת בפני האיש הזה. אני אומר לה בשם הציבור הגדול הזה. אנחנו כאן כי לעולם לא ניתן לחלק מחדש את ירושלים. 1995 ermordet ein rechtsextremer Israeli den Ministerpräsidenten. To what extent do you blame Mr. Netanyahu and the Likud for what has happened? I do blame them. In a rally in Kikar Zion in Jerusalem that showed him in the uniform of a Nazi. So Mr. Bibi Netanyahu, now we can say from here to eternity that he didn't support it and didn't agree with it, but he was there and he didn't stop it. Der Vorwurf schadet Netanyahu nicht. Im Gegenteil. 1996 wird er zum ersten Mal Ministerpräsident. Es ist eine On-Off-Beziehung mit dem Posten. 1999 abgewählt, 2009 wiedergewählt, 2021 abgewählt, seit 2022 wieder im Amt. Wenn er mal gerade nicht Ministerpräsident ist, amtet er als Finanz- oder Außenminister oder nimmt eine Auszeit. Die nächsten Wahlen finden spätestens 2026 statt. Mit Bibi ist zu rechnen. He considers himself not only as a good leader that protects the interest of Israel, but also someone that would like to be in the history book as one of Israel's greatest leaders. Netanyahu ist eine Figur, die die Bevölkerung in Israel polarisiert, spaltet. Da gibt es seine Anhänger, die halten ihn für den Mann, einen Strongman, einen starken Mann, der Israel führen kann, möglicherweise der Einzige, der Richtige ist für diese Position. Und dann gibt es seine Gegner, die halten ihn für einen korrupten Machtmenschen. Die Zwei-Staaten-Lösung mit einem Staat Palästina neben dem Staat Israel lehnt er ab. He is very much a right-wing politician. He doesn't believe in giving up land for peace. He doesn't believe in a two-state solution. His entire career has been built on preventing a Palestinian state. Konsequenterweise fördert er den Bau von jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Nach internationalem Recht ist dieser Siedlungsbau illegal, weil ja eben dort irgendwann ein Staat Palästina entstehen soll. Im vergangenen August stimmt Netanyahus Regierung einem Projekt zu, das weitere 3400 Häuser umfasst und das Westjordanland von Ostjerusalem trennen würde. Immer geht es Netanyahu darum, Stärke zu demonstrieren, Härte. Im Juni lässt er im Iran Atom- und Militär- und Energieanlagen bombardieren. Iran, der Erzfeind Israels, ist geschwächt. Erst recht, weil Israel in den vergangenen 2 Jahren auch Verbündete des Irans angreift. Die Hisbollah im Libanon,
die Husis im Jemen, Syrien und dann sogar das Emirat Katar. Es ist ihm gelungen, auch die USA in diesen Krieg mit hineinzuziehen. Damit ist Netanyahu sicher das gelungen, was er damals wollte. Man muss aber auch sagen, das Ganze hat nichts gelöst. Die Spannungen zwischen Iran und Israel, die bestehen nach wie vor und die können auch jederzeit wieder ausbrechen. אנחנו נמשיך להילחם ואנחנו נמשיך לפעול עד שנשיג את כל יעדי המלחמה שלנו, עד הניצחון המוחלט. I would argue that as much as Netanyahu has, boasted a career of being Mr. Security, he's the reason why Israel is actually not very secure. He's one of the reasons, because he hasn't looked for diplomatic resolutions. We have a pause now, but that doesn't mean that we have this long-term strategy for peace and security. Netanyahus Kriegsführung ist ein Fall für die internationale Justiz und seine Amtsführung ist ein Fall für die nationale Justiz. Es geht um mutmaßliche Korruption und mutmaßliche Kriegsverbrechen. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Give him a pardon. This has been one of the greatest wartime presidents, and cigars and champagne, who the hell cares about that? I wouldn't say that they would agree for him to just be pardoned, but I think that it's in the interests of the country that Netanyahu maybe be able to be pardoned in exchange for leaving politics, because we have an election coming up sometime in 2026, and it's absolutely possible that he will be re-elected. Aber der Reihe nach. Warum ist Netanyahu überhaupt angeklagt? Der Prozess beginnt 2020. Die Anklagepunkte sind Betrug, Untreue und Bestechung. Er und seine Frau Sarah sollen Geschenke erhalten haben von Geschäftsleuten. Für mehr als $200.000. Darunter Zigarren und Champagner. Außerdem soll Netanyahu als Regierungschef Medienunternehmen Vorteile verschafft haben, damit sie im Gegenzug wohlwollend über ihn berichten. Netanyahu bezeichnet den Prozess als Hexenjagd. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen. Allein die Anhörung von Netanyahu soll bis April 2026 dauern. Der Prozess, der dauert an. Während des Krieges in den letzten 2 Jahren ist Netanyahu dem Prozess der Anhörung immer wieder ferngeblieben mit der Begründung, er müsse sich um Fragen der nationalen Sicherheit kümmern. Das hat das Verfahren in die Länge gezogen und im Moment ist unklar, wie lange dieses Verfahren noch dauert. Und bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag interessiert sich für Netanyahu. Der Chefankläger hat einen Haftbefehl erlassen. Vorwurf: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. War crimes deal with events that are illegal according to IHL. So if I bomb a hospital, it's going to be a war crime. Crimes against humanity are about the systematic nature of such attacks. So if I systematically destroy all the hospitals in the Gaza Strip, that becomes a crime against humanity. It's not simply a war crime. Genocide is a whole different level. It has to do with the actual practice and the intentions to destroy a people in whole or in part. Since the ICC issued the arrest warrants against Netanyahu and against former Defense Minister Gallant, there's been a concerted attack against the ICC, because this is the first time in history that, or since its creation, that the ICC is issuing arrest warrants to an ally of Europe and North America. And I think that the European and the North Americans were flabbergasted. זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. בית דין מוטה זה
החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בהאשמה מופרכת מן היסוד שאנחנו כביכול ביצענו פשעים נגד האנושות, בעוד שהאמת הפוכה לחלוטין. זוהי פשיטת רגל מוסרית. היא פוגעת בזכותן הטבעית של הדמוקרטיות להגן על עצמן מפני טרור רצחני. אותו בית דין שמאשים אותנו בפשעים פיקטיביים, מתעלם מפשעי המלחמה האמיתיים, פשעי מלחמה מזעזעים שמתבצעים נגדנו. I don't think the court has ever experienced such pressure, and I think it is the court itself is now on the balance rather than whether Netanyahu is arrested or not. We have a crisis of the post-World War II international legal order. Die israelische Kriegsführung im Gazastreifen ist nicht nur Anlass für einen Haftbefehl gegen Netanyahu als Person, sondern auch für ein Verfahren gegen Israel als Staat. Südafrika wirft Israel Völkermord vor, Genozid. UN agencies have determined that Israel is carrying out genocide. Hundreds of genocide scholars have determined that Israel is carrying out genocide. And therefore, to come and blame the international community that it is using double standard when dealing with a country that almost everyone believes is carrying out genocide is extremely problematic. Der Gazastreifen liegt zu großen Teilen in Schutt und Asche. Schätzungsweise 90% der Gebäude sind beschädigt oder zerstört. Die Wasser- und die Gesundheitsversorgung sind zusammengebrochen. Zwar kommen wieder Hilfslieferungen, aber angesichts der Not zu wenige. Und noch immer kontrollieren die israelischen Streitkräfte mehr als die Hälfte des Gazastreifens. هذا احنا لا اكل ولا شرب ولا حاجه ولا محتاجه قاعدين. هذا احنا والخيمه مش إلنا. انت شايف بعينك والحال مايل والسير ساير. اكتر من هيك ايش بدنا؟ بيتي وين اول بيت ايش؟ رمل جبال. لا ولا حاجه ضل لنا والله ولا حاجه. لا دار ولا حاجة ولا محتاجة ولا مصاري ولا حاجة. ندور في الركام على ذكرياتنا، على أمل يعني للحياة يعني، بس ما في حياة. بصراحة ما في حياة. الإنسان الغزاوي إنسان، إحنا فقدونا من الإنسانية. إحنا ما ضليناش بشر، لأن تعرضنا للعنف ما بيتعرضوا الحيوان. أتمنى يعني سواء الشعب الفلسطيني ينعم بالسلام وحتى الشعب الإسرائيلي ينعم بالسلام. إحنا بندعو للسلام. It's a place that's unlivable. It's inhumane to live there. And Israel has this way of threatening something that's very, very extreme, like mass population transfer from Gaza, 1 million people into Sinai. That was a fear at the beginning of the war. That is not going to happen. But a slow trickle of Palestinians leaving Gaza, which, by the way, has happened also in East Jerusalem over the years. It's happening in the West Bank on a much smaller scale. So I do think that we're going to continue to see that. And that's already a done deal. And I also think that the fear of Israeli settlement in Gaza, Israeli annexation of parts of Gaza is not completely ruled out because Israel is currently in control of 53% of Gaza. And who knows how this is going to look. I mean, when Israel occupied the West Bank in 1967, I don't think anyone thought that we would be where we are today, with Israel effectively having de facto annexed it. So I wouldn't rule any of it out. In beiden Fällen vor dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof liegt die rechtliche Klärung in weiter Ferne. Doch das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser bewegt Diplomatie und Politik. Israel gerät in die Defensive. La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Canada recognizes the state of Palestine. The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Luxembourg formally recognized the state of Palestine. Australia recognized the state of Palestine. That Malta to the growing list of allies recognizing Palestinian statehood. O Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina. יש לי מסר ברור
לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. Well, I think over the last few months, year, we've seen growing pressure, specifically in Europe, and real measures, threats of measures, but actual measures, sanctions, possible arms embargoes. I mean, Spain did it, and then the recognition of Palestinian statehood, things that are real leverage that Europe has. But as a result of the ceasefire, much of that has subsided, even though a lot of it has to do with Israeli actions in the West Bank, not just in Gaza. Dann aber kommt der Waffenstillstand. Er ist Teil eines 20-Punkte-Plans von Jared Kushner und Steve Witkoff, zwei Beratern des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. I think he felt like the Israelis were getting a little bit out of control in what they were doing, and that it was time to be very strong and stop them. Außer Kontrolle erscheint den USA der israelische Luftangriff auf die katarische Hauptstadt Doha am 9. September 2025. Ziel des Angriffs ist die Führungsriege der Hamas, die in Katar Unterschlupf findet und von dort aus mit Israel verhandelt. So this was one step too far, even for the US. And so I think that strike in Doha was the main trigger. And that's when they came together at the UNGA and came up with this plan. I think it's a combination of that and the fact that Israel in March broke the ceasefire, used starvation in Gaza as a weapon of war, didn't end up getting the results that it wanted, didn't free hostages, didn't get Hamas to surrender, and Europe started really putting on the pressure. Während eines Besuchs Netanyahus im Weißen Haus kommt es zu einer denkwürdigen Szene. Trump ruft den katarischen Ministerpräsidenten an und reicht den Hörer an Netanyahu weiter. Der muss sich wie ein Schuljunge für den Angriff auf Doha entschuldigen. I would say that apology was pivotal. It was the linchpin that got us to the next place. Der 20-Punkte-Plan, der große Deal von Donald Trump, er sorgt am 13. Oktober für Jubel und Erleichterung. Die 20 israelischen Geiseln, die noch am Leben sind, kehren in ihre Heimat zurück. Im Gegenzug muss Israel fast 2000 palästinensische Gefangene freilassen und seine Truppen aus einem Teil des Gazastreifens zurückziehen. Es kommen mehr Lebensmittel und Medikamente zu den Menschen. Ist die Zeit gekommen für einen Neuanfang? He obviously has to play the game when it comes to, diplomacy and world leaders and the pressure he's under. But his vision for the Palestinians is that they will never see self-determination or statehood. So Israel, with our help, has won all that they can by force of arms. You've won. Trumps Aussagen im israelischen Parlament in der Knesset sind zu werten quasi als Wink mit dem Zaunpfahl an die Adresse Netanyahus. Nimm das, was du jetzt hast, das kannst du als den Sieg verkaufen, von dem du immer wieder gesprochen hast, und mach was damit. Zurzeit hält der Waffenstillstand, mehr oder weniger. Es muss sich zeigen, ob sich die Parteien schlussendlich dann mittel- bis langfristig daran halten. Was sicher nicht förderlich ist, dass zahlreiche Fragen bezüglich der Zukunft Gazas nach wie vor völlig ungeklärt sind, wenn es um die Entwaffnung geht, wenn es um den Rückzug der israelischen Armee geht oder auch die Führung des Gazastreifens. Da sind ganz viele Fragen offen, und solange diese offen sind, ist die Gefahr groß, dass die Kämpfe immer wieder aufflammen. Der Druck aus den USA ist immens, dass diese Waffenruhe halten muss. Trotzdem ist der Konflikt mehrmals jetzt schon wieder hochgekocht, seit diese Waffenruhe verkündet worden ist. Der Gaza-Krieg hat viele Regierungen dazu gebracht, Palästina als Staat anzuerkennen, als symbolischer Schritt auf dem Weg zur Zwei-Staaten-Lösung. Tatsächlich aber dürfte Netanyahu seinem Ziel noch näher gekommen sein, genau das zu verhindern. And over the last 2 years, Palestinians have been kicked out of their homes in various communities
in rural areas of the West Bank. There's 900 checkpoints that restrict freedom of movement. The Palestinian economy there is, at the worst it's probably ever been. So it's a very, very explosive situation. Palestinians there see what has happened to their comrades in Gaza, and they're very, very scared. And you have settler violence. Just every day you have settlers going and assaulting, harassing, various forms of violence, intimidation that go completely unchecked and in many cases are also aided and accompanied by the IDF. So this is very much a state policy of intimidation, harassment, and repression. What the plan says is that there could create a pathway to it. But what I learned when I got involved is that the word state means different things to different people. And so right now what we're focused on is creating a situation for joint security and economic opportunity for Israelis and Palestinians so that they can live peacefully side by side in a durable way. What you end up calling it over time will allow the Palestinians to determine that themselves. But right now it's just focused on making this functional. There's been a long war. The war's over. Hopefully we keep it that way, and we want to create conditions for a long-term success. And let's call it eternal peace in the Middle East. If there is impunity for a continuous egregious violation, then what is the role of the law? There is no role. The law without a sword, without a mechanism of enforcement and accountability is like black letters on paper and nothing more. So if we want international law to have a role in our society, in reducing violence, in ensuring that relations between countries and entities are peaceful relations, then we must protect this legal order. Der 13. Oktober war ein guter Tag für den Nahen Osten. Die Geiseln sind frei und zumindest auf dem Papier wird nicht mehr gekämpft. In Tat und Wahrheit gibt es aber immer noch Angriffe. Es sterben immer noch Menschen. Und wie die ferne Zukunft im besten Fall aussehen könnte, da liegen Welten zwischen Israel und den Palästinensern. Heute mehr denn je. Netanyahu hat auf jeden Fall gute Chancen, wiedergewählt zu werden, wenn spätestens 2026 die nächsten Wahlen stattfinden. Netanyahu hat tatsächlich in der Vergangenheit es immer wieder irgendwie geschafft, an die Macht zu kommen, an der Macht zu bleiben. Man muss aber auch sehen, er ist nicht mehr der Jüngste. Er ist 76 Jahre alt, er hat gesundheitliche Probleme, er musste sich einen Herzschrittmacher einsetzen lassen vor 2 Jahren. Und dazu kommen die Korruptionsvorwürfe gegen ihn, wegen denen er immer noch vor Gericht steht. Falls er da verurteilt werden sollte, wäre das sicher ein Fragezeichen, wenn es um seine politische Zukunft geht. Netanyahu is the most politically savvy and resilient politician, not just in Israel, but in the world, maybe one of them. And so I just wouldn't rule out the fact that either he will find a way to form a coalition or he will simply not be challenged. There's no other Israeli leader, really, who can provide an alternative, neither on vision nor on seats in a coalition. Dass er ein politischer Überlebenskünstler ist, würde Netanyahu mit einer abermaligen Wiederwahl endgültig beweisen. Einer Wiederwahl trotz Gerichtsverfahren zu Hause in Israel, trotz internationalem Haftbefehl, trotz Kritik sogar von engen Verbündeten. In terms of anti-occupation and pro-two-state solution, that doesn't exist almost at all. Even Yair Golan, who now heads the Democrats Party, who are the center and center-left parties in Israel, even he won't talk openly about a two-state solution because it's just not something that Israelis are willing to discuss or to deal with right now. There's a lot of center and center-right, whose only difference with Netanyahu is that they're against Netanyahu. So what divides Israeli politics today is not the Palestinian issue, it's other domestic issues. See, now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi. Ja, und wie sehen Sie das? Sollte Bibi jetzt, da die Waffen schweigen, ein bisschen netter sein? Gäbe es dann Hoffnung auf jenen ewigen Frieden im Nahen Osten, den Donald Trump versprochen hat? Oder will Netanyahu gar nicht nett sein?
Will er uns allen und sich selbst beweisen, dass er am Ende als strahlender Sieger dasteht? Aller Vorwürfe zum Trotz? Schreiben Sie Ihre Meinung per E-Mail oder in den sozialen Medien. Das war's von SRF Global. Produziert wie immer von Christina Brun. Die nächste Folge kommt am 4. Dezember. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine geruhsame Zeit.